Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse und Benotung der Spieler im Achtelfinale Hinspiel der Champions League. 3:0 gegen Bayern 04 Leverkusen zu Hause. Demontiert, weggefegt, aus der Champions League geschossen, würde ich sagen. Ja, bevor wir ein bisschen drauf eingehen, wie immer der Hinweis, Leute, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da, damit verpasst ihr kein Video und unterstützt einfach das, was ich hier so tue. Und der ganze Bums ist natürlich kostenlos auf YouTube. Ja, kommen wir zum Spiel. I don't know. Wir haben das Spiel von der ersten bis zur letzten Minute kontrolliert. Ja, war mit das stärkste. Also in der Champions League war es auf jeden Fall unser stärkstes Spiel. Aber wenn man auch so mal schaut, ja, jetzt vielleicht nicht das, keine Ahnung, wie ist das Wort, nicht das aufregendste oder das Feuerwerkspiel, aber gegen so eine starke Mannschaft das Spiel so zu kontrollieren, ja, jetzt kommt mir nicht wieder, oh ja, Leverkusen war aber auch schlecht. Ja, fickt euch, Alter. Mal ganz ehrlich. Ja, vielleicht hat Leverkusen nicht die beste Tagesform gehabt. Ja, da gehe ich mit. Aber trotzdem musst du den Bums auch erstmal so spielen, wie wir ihn gespielt haben. Und das über 90 Minuten. Ja, wir haben einen Wackler drin gehabt von Uppa, der den Ball zu kurz auf Neuer gespielt hat. Das war alles. Den Ball hat Neuer super stark gehalten, das muss man auch mal sagen. Auch wenn er die letzten Wochen viel gescholten wurde, den hat er wirklich gut gehalten, gut reagiert mit dem Arm hoch. Das war's. Ja, das war alles auf Leverkusener Seite. Und wir haben 3:0 und hätten noch, ja, wahrscheinlich 2, 3 Buden mehr machen können. Ja, natürlich dann am Ende bedingt durch die rote Karte, durch den Elfmeter. Ja, wenn wir uns jetzt die Tore anschauen, ja, ich höre schon wieder die Argumente Montag im Stream. Ja, der zweite war ein Torwartfehler, der dritte war ein Elfmeter. Ja, vollkommen richtig. Ja, und trotzdem musst du den Ball dahin spielen. Trotzdem muss Musiala dann da sein und schneller sein wie der Verteidiger, der auch noch da war, und den Ball da reinschieben. Und der Elfmeter, sorry Leute, ey, man kann ja mal einmal kurz klammern, ja, ist ja normal. Passiert ja am Fließband, aber wenn man das 3 Sekunden lang macht und der andere halt die Arme so hat und gar nichts macht, ja, sorry, dann muss man sich nicht beschweren, dass es Elfmeter gibt. Ja, das hat Leverkusen weggeschenkt. Da sind sie selber schuld. Und für mich ist damit der Bums durch. Ja, also dafür sind wir zu stabil die Saison, als dass wir jetzt sagen, keine Ahnung. Leverkusen dreht den Spieß um im Rückspiel und schenkt uns 3 ein und wir erzielen keinen und es geht in die Verlängerung oder sowas. Ja. Natürlich, nichts ist so möglich im Fußball. Wir reden über Fußball, Leute. Für mich persönlich stehen wir aber mit 90% in der nächsten Runde. Sage ich euch, wie es ist. Erst recht, wenn man heute gesehen hat, wieder, ja, nach Stuttgart, zweite Halbzeit, heute wieder gesehen hat, wie jeder, wirklich jeder für den anderen da war, gefeitet ist, gerannt ist, aber auch wie ein Chapeau, wie ein Josh heute der Anführer war auf dem Feld, ja, nicht nur durch sein Spiel, sondern auch durch Anweisungen, durch Anfeuern. Klar, es war ein Spiel, was in unsere Richtung lief, ja, da ist das ein bisschen einfacher, als wenn es nicht so ist. Trotzdem muss man das mal herausheben, das war gut, ja. Auch Harry Kane, wie er sich dann wieder teilweise in den Dienst der Mannschaft gestellt hat, wie ein Urbich aufgenommen wurde, habe ich aber auch keine Kopfschmerzen gehabt, wenn ich ehrlich bin. Natürlich gute Besserung an Manu. Hat natürlich nichts zu tun gehabt, außer 3 oder 4 Rückpässe und mal eine etwas brenzliche Situation, wo er gut rausgespielt hat. Halten musste er keinen Ball. Ja. Und daran sieht man schon, ja, wie wir agiert haben. Ja. Das war einfach von Anfang bis Ende eine sehr, sehr, sehr starke Leistung. Ja, wenn man so will, vielleicht die erwachsenste Leistung diese Saison. Ja, nicht blind nach vorne, trotzdem gutes Pressing dann gehabt. Aber auch nicht zu übertrieben, so wild vorne drauf. Selbst Conny Leimer hat sich ein bisschen gezügelt heute. Jetzt nicht von der Mentalität her, sondern einfach von seinem Defensivspiel her. Das war rundum stark. Ja, also ich persönlich habe heute gar nichts zu kritisieren. Ich habe es vor dem Spiel gesagt. Am Ende zählt nur das Ergebnis. Es ist mir scheißegal, wie wir das Ergebnis holen. Wir haben das Ergebnis geholt und haben, ja, eines unserer besten Spiele gemacht, meiner Meinung nach. Ja.
Natürlich auch ein bisschen bedingt dadurch, dass Leverkusen nicht so reinkam oder nicht so die Form hatte, da gehe ich mit. Ja, habe ich gesagt, es werden Kleinigkeiten entscheiden und die Tagesform war auf jeden Fall auf unserer Seite und ist gut, dass wir das Ganze auch so gespielt haben, wie wir es gespielt haben, dass wir nicht aufgehört haben. Ja. Wir haben ja selbst dann noch in der 94., 95. noch versucht, das Vierte zu machen. Ja, und das war richtig und wichtig. Ja, weil irgendwie 2-0, 2-1 oder sonst was, da hast du ja nichts mit gewonnen. Mit dem 3-0 ins Rückspiel zu gehen, alte Belly. Ja, Leverkusen muss feuern. Ähm, wir haben starke Konterspieler, da kann man sich ein bisschen drauf einstellen. Muss halt ein Konter fahren, machst eine Hütte und dann ist der Bums eigentlich durch. Ähm, ich bin guter Dinge, natürlich, nochmal, man weiß nie, wir müssen jetzt nicht übermütig werden, aber für mich persönlich, denke ich, ist der Drops gelutscht. Ja, und das völlig zu Recht. Und wenn man mal die Reaktion eines Wirts und so gesehen hat, denke ich, wissen die Spieler das auch. Ja. Gut. Zu der gelb-roten Karte, ich denke, auch da brauchen wir nicht drüber reden, oder? Vielleicht ein Wort zur Schiri-Leistung, weil ja viele vorher kritisiert haben. Ich fand den Schiri top. Ja. Hat auf beiden Seiten gleich gepfiffen, nicht irgendwie unterschiedlich. Hat viel laufen lassen, alles oder viele Fouls, die in der Bundesliga vielleicht ein Foul gewesen wäre, hat er gar nicht gepfiffen. Völlig fein für mich. Alles gut. Was ein bisschen manchmal komisch war, wenn, ich weiß nicht, vielleicht hat Leo noch irgendwas anderes gesagt, als nur einmal so die Arme komisch gemacht, dass er die gelbe gesehen hat. Ja, sei es drum. Okay, Leute, werfen wir einen Blick in die Statistiken, würde ich sagen. Ich denke, die sollten eine klare Sprache sprechen. Ich habe von Leverkusen nämlich gar nichts gesehen heute. Aber gucken wir mal rein. Gut, Ballbesitz 65-35, Abseits 0-1, Fouls 13-9, Zweikampfquote 55-45, Schüsse aufs Tor 6-1, Schüsse insgesamt 17-3, Ecken 5-1, angekommene Pässe 481-231, Flanken 13-2. Schüsse insgesamt, Musiala 3, Kane 3, Davis 2, Torschussvorlagen, natürlich Michael eine. Gewonnene Zweikämpfe, Kimmich 8, Musiala 8, Goretzka 8, Ballkontakte 113 Kimmich, Upa 75, Davis 74, gefoult worden. Ja, schenken wir uns wie immer. Gut, gehen wir in die Benotung rein. Vincent Kompany kriegt für mich heute die 1-. Ich denke, er hat die Mannschaft perfekt eingestellt. Und die Aufstellung war abzusehen. Ja. Conny Leimer, deswegen das Minus. Conny Leimer ist und bleibt für mich kein Rechtsverteidiger, auch wenn er es heute ordentlich gemacht hat, aber auch bedingt. Ja, Leverkusen ist halt gar nicht erst ins Spiel gekommen. Ja. Es ist 2-, 3-mal über die Seite von Conny gegangen. Da hat man 2-, 3-mal gesehen, dass er Probleme hatte. Aber Michael hat viel ausgeholfen, Opa hat viel ausgeholfen. Das haben sie gut gemacht. Von daher ist es nicht so ins Gewicht gekommen und ansonsten waren wir die spielbestimmende Mannschaft. Ja, ja, von daher gibt es da aber auch mal gar nichts zu meckern, denke ich. Gut. Ich mache mal eben einen Pfeil auf, damit wir auch klarkommen. Oder ich klarkomme. Gut, Manuel Neuer heute zu benoten ist natürlich schwierig. Ja, den einen Torschuss, den er gekriegt hat, hat er gehalten. Ja, und den hat er gut gehalten, muss man mal sagen. Ja. Die Reaktion war da, hat den Arm noch hochgenommen, ansonsten wäre der Ball sehr wahrscheinlich reingegangen. Ansonsten hat er 2 Bälle nicht so geil. Einer hat der Leverkusen in die Füße gespielt, das war nicht so gut. Ansonsten war es okay. Und dann war das Spiel ja auch schon gelaufen für den Manu. Ja. Also von daher, ja. Da wir Manu die letzten Wochen viel gescholten haben, gebe ich ihm mal eine 2,5. Hat den Ball gut gehalten. Und ansonsten hat er nichts zu tun gehabt, natürlich darauf gehend schwierig zu benoten. Ne? Jetzt habe ich natürlich den Ubich noch gar nicht drin hier, von daher sage ich so ein paar Worte dazu. Ja, ich denke, wir können ihm eine Note 3 geben. Auch da, er hat ja gar nichts zu tun gehabt. Ja, hat einen Ball gut rausgespielt hinten, ansonsten 2-, 3-mal den Ball lang gemacht. Habe mich aber sehr gefreut, er hat Ruhe ausgestrahlt, war nicht hektisch oder sowas, aber Leverkusen hat ja auch gar nicht Anstalten gemacht, überhaupt ihn irgendwie unter Druck zu setzen oder sowas. Gut. Kommen wir zu Fonzie Davis. Fonzie heute, ja, war einer der Spieler, wo ich sage, war ein bisschen durchwachsen.
ja, wenn ich ehrlich bin. Viele schlechte Bälle, viele Missverständnisse mit Sané gehabt, wo Sané auf dem Feld war. Das war nicht gut. Auch mit King waren ein, zwei Unstimmigkeiten. Ähm, Er wollte auf jeden Fall, definitiv, aber er konnte auch nicht ganz so, wie er wollte. Ja. Aber aufgrund des Spiels, der gesamten Mannschaft und des Ergebnisses kriegt er bei mir auch eine Note 3. Gut, kommen wir zu Minjay. Minjay, der dann kurzzeitig irgendwo ein bisschen gezittert haben, ob er weiterspielen kann. Ja. Auch da heute die Jungs irgendwie gerecht zu bewerten, ist ziemlich schwer. Ich sehe ihn bei einer 2. Ja, ich habe nichts gesehen, was irgendwie schlecht war. Hat sich reingebissen, genauso wie Opa. Opa hat den einen Klopper drin gehabt. Ja, danach nochmal eine kleine Unsicherheit, hat aber sonst auch wieder gerade für Conny viel ausgebessert auf der Seite. Ja, muss man auch mal sagen, dass er immer wieder rausgerückt ist und teilweise dann Conny auch nach innen gelaufen ist. Das war schon gut. Spielaufbau war er heute wenig beteiligt, da hat Kimmich das ganze Spiel eingenommen. Ja, komm. Ich gebe ihr eine 2,5. Einfach aus Grund, vielleicht hätten wir auch mal auf Opa umschalten sollen, vielleicht einfach aufgrund dieses einen Lapsus, den er drin hatte. Aber ansonsten hat er mir gut gefallen. Auch seine Ansprache, auch wieder so Brust raus, ein bisschen Führung hinten geleistet, die Jungs ein bisschen angeleitet, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Opa ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Gut. Ja, damit sind wir ja schon angekommen bei Conny Leimer. Auch da tue ich mich, wie gesagt, ein bisschen schwer, weil ich ihn einfach nicht als Rechtsverteidiger sehe. Ich habe schon gesagt, heute war es ein bisschen besser. War nicht ganz so fickerig, sag ich mal. Ja. Nicht ganz so offenes Visier nach vorne wegverteidigt, sondern auch ein bisschen zurückgeblieben. Aber auch da, nach 20 Minuten, war das ja alles hinfällig. Ja, danach war Leverkusen ja nicht mehr Existenz in unserer Hälfte oder in unseren. Hat uns irgendwie versucht, unter Druck zu setzen oder sowas. Zweite Halbzeit ja gar nicht, nach der roten Karte schon gar nicht mehr. Da sind die gar nicht mehr aus der eigenen Hälfte gekommen. Ja, von daher sehe ich einen Conny heute auch bei einer 3. Nach vorne hin, ja, war Conny da, war heiß, hat sich reingebissen, reingefallen. Der müsste öfter mal die Hände weglassen, dann braucht er auch nicht immer so viel reklamatieren. Das ist ein bisschen was nervt, ja, wenn er die Zweikämpfe angeht. Lass die Hände weg, dann gewinnst du den Zweikampf und dann kriegst du auch keinen Vorgepfiff. Ne? Also das könnte er sich noch ein bisschen angewöhnen, wenn er vorne Gegenpressing macht. Das würde uns noch ganz gut tun, weil da hätten wir den einen oder anderen Ball heute erobert und es wäre kein Freistoß gewesen. Ja, gut. Nächster. Mittelfeld. Komm, ich fange mit dem Leon an. Leon heute wieder ein bisschen im Schatten von Josua, aber ja, das ist leider jeder, der neben Kimi spielt. Ja, ich habe noch keinen gesehen, wo das anders ist. Hat sich aber immer mal wieder ein bisschen rausgetraut, ja, sag ich mal, irgendwie aus dem Schatten von Kimmich, aber wenn man das halt vergleicht mit dem Spiel in Stuttgart zum Beispiel, zweite Hälfte oder sowas, dann sieht man halt den krassen Unterschied. Ja. Kimmich hat halt wieder 6er, 8er, 10er teilweise gegeben heute. Hat sehr, sehr gut gemacht, das können wir schon mal vorwegnehmen, ja. Goretzka hat sich untergeordnet, deswegen hat man ihn ein bisschen weniger gesehen wie sonst. Hat aber auch 2, 3 Mal hätte er eine gute Schusschance gehabt. Hat sie, glaube ich, einmal genommen, ne? Der abgeblockt wurde. Ansonsten, ja, auch das schwierig zu beurteilen heute, einfach aufgrund dessen, dass Leverkusen nicht wirklich präsent war in der Offensive. Ich gebe dem Leon heute eine 3. Gut, Kimmich für mich heute, ja, klare 1. 1,5 kriegt er von mir. Hat es nicht vergoldet mit dem Torschuss, den er geschoben hat, anstatt den einfach mal reinzuhämmern oder mal straff drauf zu schießen. Ansonsten Kimmich heute eine überragende Leistung, meiner Meinung nach. Ja, sowohl defensiv, auch wenn er wieder 2 Aktionen hatte, die so, ja, einmal auch ein defensiver Zweikampf, erste Halbzeit. Aber das war es. Ja, da ist auch nichts Gefährliches daraus entstanden oder sonst was. Ansonsten hat Kimmich das Spiel gelenkt, wie er wollte. Ja. Und das heute auch nicht wieder so, ja, ich nehme mal den Ball an und gucken mal irgendwie 10 Minuten lang. Nee, er hat super stark oft direkt weitergespielt.
oft super lange Flankenwechsel auf Michael gespielt, aber auch mal auf die andere Seite rüber. Immer variabel, war auch immer um den 16er rum, hatte dann, wie gesagt, kurz vor Ende da den Schuss nochmal genommen. Die Flanke, die natürlich zum Tor geführt hat, die natürlich schlecht war, ja, auf Musiala. Aber ja, ist am Ende auch ein Tor daraus entstanden. Ja, Kimmich war heute sehr stark und überall. Ja, aber er war heute überall so, dass es nicht schlecht war. Ja, überall, wo er heute war, war er gut. Ja. Aber natürlich auch vielleicht bedingt dadurch, dass sich ein Leon dann halt auch untergeordnet hat, ne? Und dann in Anführungsstrichen so die Drecksarbeit für Kimmich gemacht hat, ne? Gut, damit gehen wir einen nach vorne. Da fangen wir beim Schwächsten an, meiner Meinung nach, das ist Kingsley Coman. Ja, aber bedingt auch dadurch, dass Fonsi auch nicht super stark war auf der Seite. Hatte aber, also gerade erste Halbzeit war der Einfluss aufs Spiel über die linke Seite kaum gegeben. Ja, rechte Seite war die starke Seite. Ja, ich tue mich schwer. Auch da würde ich es eher ähnlich sehen wie bei Fonsi. Wir könnten beide auch eine 3,5 geben, aber aufgrund des Ergebnisses und man hat gesehen, dass sie wollten, auch King wollte, ja, hat versucht. Meiner Meinung nach hätte er mal das ein oder andere Mal die Linie runtergehen können, ja. Aber ich denke, heute stand halt einfach auch ein bisschen mehr. Komm, mach mal ruhig, mach mal einen Schuh. Ja, alles klar, es steht 1:0. Da haben wir oft auch Fahrt rausgenommen, oft ruhig gemacht. Mal gucken, wie Leverkusen reagiert und so weiter. Also es war genau richtig. Ja, da jetzt irgendwie blind nach vorne zu preschen und dann irgendwie offen zu sein wie ein Scheunentor und irgendwie einen Konter zu kriegen, dann wäre dumm gewesen. Und von daher für mich Note 3 auch bei King. Gut. Dann kommen wir zu Jamal. Ja, Jamal, es war irgendwann erste oder Halbzeitpause, wo dann irgendwie die Statistik aufgemacht wurde von Musiala und Wirtz, wie sie im Spiel waren, erste Halbzeit. Beide waren kein Faktor. Ja, ja, Musiala hatte ein paar Ballkontakte mehr, aber beide waren kein Faktor in diesem Spiel bis dahin. Ja. Zweite Halbzeit sah das ein bisschen besser aus. Bei Jamal hat er dann natürlich auch das Tor gemacht. Das musst du natürlich auch erstmal machen, ne? Habe ich ja auch schon gesagt. Du musst schnell genug im Kopf sein, schneller wieder Verteidiger, nicht abschalten. Das hat er nicht getan. Er hätte auch abschalten können, wo er gesehen hat, der Torwart geht schon so dahin. Ja, wer rechnet damit, dass der Torwart den Ball fallen lässt? Super stark. Das sind so Thomas Müller-Momente. Da hat er sich auf jeden Fall was abgeschaut. Das hat mir gut gefallen. Dann natürlich kurz vor Ende, wie er da den mit der, weiß ich gar nicht, wie man es nennen soll, mit der Außensohle den Ball mitnimmt. Und dass er ihn dann noch querlegt, war meiner Meinung nach überragend. Ja. Wahrscheinlich hätte er ihn auch selber versuchen können, aber dass er dann querlegt. Dass dann da natürlich ausgerechnet der Palinja steht, Alter, der Sechser vorm Herrn und der den dann auf die Latte setzt, anstatt das vierte reinzumachen, dann wäre der Bums ganz durch gewesen. Ein bisschen schade. Ansonsten, ja, wie gesagt, eine schlechte erste Halbzeit, eine ordentliche zweite Halbzeit. Umso länger das Spiel ging, wurde Musiala umso besser, meiner Meinung nach. Und wenn wir dann beides zusammenzählen, denke ich, auch aufgrund des Tores, der super Szene zum Ende, gehe ich mit einer 2 mit bei Musiala. Vielleicht eine 2,5 aufgrund der ersten etwas schwächeren Hälfte, aber da waren wir einfach auch ein bisschen defensiv bedacht da. Was mir heute nicht gut gefallen, wir geben ihm die 2,5. Was mir nicht gut gefallen hat, war, da kann er froh sein, dass der Schiri das nicht gesehen hat, zwei, drei Mal im Rücken, wie er völlig abgedreht ist. Ja, wenn irgendwas nicht nach seinen Wünschen gegangen ist. Ob es mal ein Freistoß war, ein Einwurf, eine Ecke. Hätte der Schiri das gesehen heute, wäre das Geld gewesen. Ja? Und beim zweiten oder dritten Mal, wer weiß. Ja? Also das muss er abstellen. Definitiv muss er. Einmal ist er fast über 20 Meter bis zum Schiri ran, dann hat Tabby ihn noch zurückgehalten. Also das muss er schon noch abstellen, sonst wird das in Zukunft Probleme geben. Von daher, ja, eine halbe Note Abzug meinerseits. Natürlich meckern auf hohem Niveau, aber das muss er abstellen. Ja. Gut, dann kommen wir neben Kimmich und Tabby für mich zum Spieler des Spiels. Ja, wie immer. Oder wie so oft.
Michael war heute der Faktor. Wie gesagt, Musiala war erste Halbzeit kein Faktor, der einzigste Faktor, wenn es um Aktionen, die Hand und Fuß hatten, nach vorne ging, war über die rechte Seite über Michael. Ja, das muss man mal sagen. Und die Flanke war noch mit seinem schwächeren Fuß. Ja. Aber vor allen Dingen, wie er defensiv, das ist aber auch der Grund, warum Conny Leimer heute nicht so schlecht aussah, wie er defensiv mitgeackert hat. Ja, das war richtig wild. Auch wenn er mal einen Ball verloren hat oder sowas, direkt hinterher, in der Phase, wo Leverkusen dann ein bisschen was versucht hatte, war er neben Conny Rechtsverteidiger. Ja, und das super stark. Das hat mir richtig imponiert heute. Ja, meckern auf hohem Niveau kannst du natürlich irgendwie argumentieren, ihm hat das Tor gefehlt, wo er vielleicht die eine oder andere Schusschance hatte, aber für mich, ja, ich sehe ihn wie Kimmich auf einer 1,5. Für mich mit Josh zusammen Spieler des Spiels. Gut, damit kommen wir zu dem, der ja in wichtigen Spielen keine Tore schießen kann. Ne? Der ist ja wie Levi. In wichtigen Spielen sind das ja Stürmer, die nicht präsent sind. Ja, ich denke, da hat Heavy heute allen mal eine lange Nase gezeigt. Ja. Traumhafte Flanke. Du musst den Kopfball aber auch erstmal so da reinsetzen, wie er es getan hat. Hat er stark gemacht, den Elfmeter. Ja, Leute, das ist Heavy Kane, Alter. Ja, ich habe da keine, ich habe da keine Zweifel, wenn der Heavy anläuft. Ne? Muss er aber natürlich mal wieder so machen, ja, und diesmal so fast in den Winkel, Richtung Winkel. Obwohl er den Torwart noch verladen wollte, das war schon wieder extra Sahne heute. Dann zwischenzeitlich, gerade nach dem 1:0, was heißt nach dem 1:0, aber wo Leverkusen dann so ein bisschen aufkam für 5 bis 10 Minuten, wo Heavy dann wirklich wieder den Sechser mitgegeben hat. Ja. Ist natürlich immer so eine zweischneidige Geschichte, weil man dann auch gesehen hat, dass er dann nicht schnell genug wieder vorne war, ja, weil die Außen dann keine Anspielstation hatten. Aber ansonsten Heavy heute Kämpfer vom Herrn reingebissen, 2 Hütten gemacht. Ich denke, da brauchen wir über nichts diskutieren, oder? Ja, da ich ihn auf der Stufe von Kimmich und Michael sehe, gibt es von mir auch die 1,5 heute. Halbe Note Abzug für, wie ich gerade schon sagte, dass der Stürmer manchmal nicht in der Stürmerposition ist. Meckern auf hohem Niveau, Leute. Zu meckern habe ich heute nichts. Und das auch völlig zu Recht, denke ich, ne? Gut, kommen wir noch zu den Einwechselspielern. Angefangen bei Stunny. Ja. Ich glaube, er hat 2 defensive Zweikämpfe geführt, die hat er easy peasy wegmoderiert. Ansonsten hat Leverkusen halt nicht mehr stattgefunden. Wir haben alles im Griff gehabt. Da war gar keine Probleme da. Benoten tun wir ihn natürlich nicht bei 20 Minuten Spielzeit. War aber sicher, souverän. Da war nichts wackelig oder sonst was, ja. D-Boy, ja, habe ich noch gesagt zu Mara, wir haben zusammengeschaut, habe ich noch gesagt, kaum zu glauben, dass ich das sage, aber es wird Zeit, den D-Boy einzuwechseln, habe ich in der 60. Minute gesagt. Und dann kam er in der 68. Minute. Ich hatte halt so gedacht, joa, 2:0. Leverkusen wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen offensiver werden. Und da dachte ich, wer bringt's der D-Boy, hat nochmal Speed, ist nochmal frisch. Wenn er über die Halbposition kommt, ist er auch stark. Gut, Leverkusen hat natürlich dann genau das Gegenteil gemacht, natürlich dann auch bedingt durch die gelb-rote Karte. Ja, von daher war es schwer. Leroy hat dann noch ein super Solo rausgekitzelt, hat natürlich den Ball wieder nicht ins Tor gebracht oder aufs Tor. Ansonsten war es schwer für ihn, ganz links außen. Leverkusen stand sehr, sehr dicht gestaffelt hinten drin. Da war relativ wenig Raum, um zu sagen, ich nutze mal den Speed aus, so wie es noch vielleicht in der ersten Halbzeit für Kingsley gewesen wäre. Ja, er war bemüht, wie gesagt, hat das super Solo gehabt. Ihm hat mal wieder der Torschuss gefehlt. Ja, das ist halt Leroy. Ja, wir brauchen da nicht über absolute Weltklasse reden, weil wenn das absolute Weltklasse wäre, hätte er den Ball reingemacht. So, Punkt. Ja. Wie gesagt, das Solo war stark. Da brauchen wir gar nichts kritisieren oder diskutieren. Ja, aber es hat halt das letzte Quäntchen gefehlt. Ne? Gut, dann haben wir noch
den Airbag gesehen für 8, 9 Minuten. Ich kann mich da nur wiederholen. Ja, Airbag ist ein Spieler, den wirfst du rein und das ist so, wie kann ich es am besten beschreiben? Das ist so, als wenn Harry Kane zum Elfmeter anläuft. Du, du weißt, was du kriegst, du weißt, was passiert. Das ist Eric Dyer, Alter. Und den Vertrag sollte man verlängern, meiner Meinung nach. Gut, zu guter Letzt haben wir Palhinha gesehen. Erstmal gut, dass er ein paar Minuten gekriegt hat. Ich denke, ist auch nochmal ganz wichtig für ihn. Bisschen Champions League Luft auch nochmal zu schnuppern und mitzunehmen. Ja, wäre natürlich schön gewesen, wenn er das Ding gemacht hätte. Ich glaube, das hätte ihm vielleicht auch nochmal einen Schub gegeben, ein bisschen schneller reinzurutschen in diese Mannschaft. Hat er leider nicht gemacht. War eine überragende Aktion von Musiala. Super schade. Ansonsten, ja, wie gesagt, Leverkusen hat nicht mehr stattgefunden in dieser Phase. Ja. Von daher gab es nichts zu tun für irgendeinen Sechser. Also von daher schwer zu beurteilen. Wir werden es sehen. Ich denke mal, gegen Bochum wird er starten. Ich denke, wir werden gegen Bochum am Wochenende ein paar Spieler vielleicht ein bisschen schon. Ja, dass ein paar Spieler mal ein bisschen mehr Spielzeit bekommen. Kann ich mir gut vorstellen. Wir werden sehen, inwieweit das in der Startaufstellung so ist oder ob man dann relativ frühzeitig ein paar Spieler mehr auswechselt. Ich bin sehr gespannt. Und dann heißt es nochmal eine konzentrierte Leistung im Rückspiel abrufen und dann ist der Bums durch. Ja, dann ist der Drops gelutscht. Also ich denke nicht, dass wir dann nochmal groß ins Wanken kommen mit 13-0. Ja, also diese Klasse haben wir halt einfach, um das dann auch, ja, moderiert zu bekommen. Behaupte ich jetzt einfach mal. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus und ja, wir werden es am kommenden Montag im Stream nochmal in der Nachbetrachtung ein bisschen analysieren vielleicht. Mir hat super viel Spaß gemacht, das Spiel. Ich habe selten, wie gesagt, so eine konzentrierte Leistung über 90 Minuten gesehen. Hat mir gut gefallen. Und Leute, redet nicht wieder das Spiel schlecht, redet nicht die Leistung vom FC Bayern schlecht, sondern akzeptiert einfach mal, dass wir gegen eine Top-Mannschaft 3-0 zu Hause gewonnen haben. Und das von der ersten bis zur letzten Minute an souverän. Ja. Auch wenn Leverkusen vielleicht jetzt nicht diese überragende Form hatte. Aber wer sagt denn nicht, dass wir nicht dazu beigetragen haben, dass sie die halt erst gar nicht entwickeln. Ja. Und das muss man halt mal ganz klar sagen. Wir haben Leverkusen gar nicht ins Spiel kommen lassen. Xhaka, wie jetzt und wie sie alle heißen, waren einfach keine Faktoren. Ne? Und das muss man halt auch mal sehen und auch mal anerkennen. Ne? Gut, Leute, ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Haut rein. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.